Ja, erstmal Glückwunsch an Babelsberg zum natürlich verdienten Sieg. Also ich sag mal, die erste Halbzeit hat man natürlich schon gesehen, dass Babelsberg da spieltechnisch Vorteile hat. Das wussten wir aber auch vorher. Das ist auch keine Überraschung für uns. Wir haben es dann geschafft, denke ich, nach 10, 15 Minuten die Sache so ein bisschen in den Griff zu kriegen, haben uns vernünftig dagegen gestellt, haben nicht mehr so sehr viel zugelassen. Im Umschaltverhalten haben wir uns dann teilweise zu hektisch verhalten, beziehungsweise zu ungenau. Sonst hätten wir da vielleicht noch für den einen oder anderen Gefahrenpunkt mal sorgen können. Das ist uns nicht so gelungen in der Form, aber es war okay noch. In der zweiten Halbzeit hat dann Babelsberg Stück für Stück das Spiel immer besser in den Griff gekriegt und uns mehr an die eigene Hälfte gedrängt. Lag natürlich zum einen an Babelsberg, die engagierter waren, aber zum anderen auf der anderen Seite natürlich auch an uns. Wir sind immer passiver geworden und haben es eigentlich immer mehr so auf dieses 0-0 angelegt, und dass sowas schief geht, das wissen wir. Und dann ist Babelsberg auch verdient zum Tor gekommen. Letzten Endes, so die letzten 7, 8 Minuten nach diesem Tor, dann hat meine Mannschaft so ein bisschen mehr Griffigkeit gezeigt, ist auch ein bisschen intensiver in die Zweikämpfe gekommen, ohne dabei dann wirklich nochmal so final in den Strafraum zu kommen, um Chancen zu kreieren. Also das Ding nehmen wir heute so mit, dass wir da wirklich verdient als Verlierer vom Platz gehen. Aber ich sag mal, ich gestehe das meiner Truppe zu, es waren viele Matches, die wir in den vergangenen Wochen mit aller Intensität bestritten haben, und dann haben wir eine Chance auf Punkte. Das war heute nicht so der Fall, deswegen ist es jetzt heute in die Richtung gegangen, aber schon nächste Woche werden wir wieder ein anderes Gesicht zeigen.